Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Die Musik ist dermaßen großartig, da kriege ich schon Pipi in die Haare, wenn die wieder läuft. Das ist wunderschön die Musik und als Overworld-Musik sozusagen, als Weltkarte-Musik absolut genial. Ach, du fällt mir ja ein, ich muss ja auch noch gar nicht Ausrüster. Zack. Quatsch. Oh, verfehlt hat er. Unser toller Ritter. So, die zwei Magier sind in die hintere Reihe und die zwei andere sind vorne. Okay, Garnet ist auch erst noch auf Level 1. Das ist natürlich etwas doof. Aber die Gutfrau muss ich noch ausrüsten. So, Garnet. Route hat sie. Damit lernt sie Vita, Antidot und Prothese. Das ist ganz gut. Lederhut kriegt sie, obwohl sie mit Feuer nichts anfangen kann, kriegt sie das Ding trotzdem. Und das auch, obwohl sie mit Geld und Leben nichts anfangen kann. Aber sie muss es haben, damit sie ihre Verteidigung erhöht kriegt. Seitenhemd und Vita, ja. Klar, Blitz kann sie ja nicht lernen. Accessoires haben wir derzeit Kenny. Dann kriegst du noch vielleicht Ability. Zum A-Leger. Haben wir da irgendwelche passive Fähigkeiten? Leider nicht. Das ist wohl eher nur was für Schurke und unseren Ritter. Hier ist, glaube ich, noch nichts zu der Zeit. Ja, wir laufen jetzt halt ein bisschen rum und können so noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ein Mu. Okay, die sind ja nicht besonders stark hier, die große Eichhörnchen. Gott. Schwanzhieb. Also weiter auf den nächsten dann. Ja, das ist der nächste gewesen. Und nochmal einer verfehlt. Zack. Sehr schön. Unser Dieb macht derzeit mehr Schaden als unseren Ritter. So. Ui. Und Vivi hat Blitz und Eis jetzt festgelernt. Das ist natürlich schön. Haben wir alternative Sache für ihn zum A-Leger? Ne, neue Waffe für ihn haben wir nicht. Neue Hut haben wir auch nicht. Lederarmreif. Bestientöter. Das kann sonst, glaube ich, noch sie dann lernen wahrscheinlich. Kavalier kann er nicht lernen. Und was anderes haben wir nicht. Lederarmreif. Haben wir erstmal so. Gucken wir mal, ob sie dann das nicht gebrauchen kann. Na? So. Geld und Leben. Bestientöter, tatsächlich. Okay. Aber erstmal Geld und Leben. Und da kann er das woanders noch lernen. Räuberauge. Kavalier. Nee. Das kann er noch nicht lernen. Und das andere ist noch nicht fertig gelernt, sozusagen. So, okay. Kriegt erstmal Vivi das Ding. Und dann kann sie dann das Ding zum Schluss haben. Das ist wohl das Tor, glaube ich. Noch Lindblume oder noch Alexandria. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher. Okay, Python und Goblin haben wir hier. So, zack. Goblin ist kaputt. Und Steine machen fertig. Sehr schön. Gut, durch die verschiedenen Kämpfe hier können wir auf jeden Fall noch ein paar Levels abkriegen und unser AP steigern. So, und Garnet kann so auch mal ein bisschen aufschließen mit ihrem Level. So, da ist noch was. Betreten. Hör? Fragezeichen. Ah, das dürfte das Südtor sein, oder? Was sind wir dann hier? Im Grenzgebiet zwischen Alexandria und Burmetia. Ah, genau. Burmetia, nicht Lindblum. Ich glaube, es ist das Nordentor unterhalb vom Nebel. Soweit ich weiß, wird es auch der Merida-Bogen genannt. Frische Fußspuren und aufsteigender Rauch. Was sehen wir Haare dann, du? Ist das die Kriegsflagge von Alexandria? Unerhört, dass es sogar unterhalb vom Nebel Xindel gibt, das versucht, Alexandrias anziehende Dreck zu zehren. Wenn wir nicht in seiner prekären Situation, würde ich mal Ritterschwert sprechen lassen. Wie dem auch sei, wir sollten uns dummler. Auf geht's Richtung besagter Höhle, am Bogen links und dann immer am Stallhang entlang.
Aber ich mag mich ja erstmal umgucken, sie dann. Genau, ich will ja erstmal die Kiste plündern. Da hätten wir nämlich so einen Stare-Tropfe und Potion verpasst. So, das kann man beides gebrauchen. So, da führt uns der Weg noch nicht hier. Horchen. Ne? So. Stimmt, von viele Menschen und Schleife von Metall ist zu her. Ja. Ist da jemand? Ja, bitte? Die Stimme. Stimme von einer holde Maid. Welch sanft und zierliche Stimme. Alter, ist das ein ekliger Typ. Zuerst geifert er die ganze Prinzessin hoch und dann ist irgendeine Frau, die er nicht mehr sieht. Und derer sabbert er auch schon sofort hinterher. Gott, ist das ein ekliger Bu. Was machst du denn an dem Ort wie hier? An so einem Ort? Ich verkaufe Medizin und ähnliches. Ach so, und? Viel zu tun? Also, falls du es alleine schaffen sollst, ich habe immer Hand für dich frei, gell? Oh Gott, ich Idiot. Gar nicht, ist ja auch dabei. Ja, sollst mal lieber das A-Grabe sein, also du widerlicher Typ. 16-Jähriger, der darf bestimmt mit so einem Dauerständer rum. Okay, Potion. Im Inventar haben wir derzeit 6. Okay, dann 14, dann holen wir uns 6, so rum. So, gut. Okay. Gott, ist das ein ekliger Typ. Wie gesagt, du die ganze Zeit zappert die Prinzessin nur. Oh, er hat sich so in die Prinzessin verguckt. Und dann hört er nur die Stimme von einer Frau und zappert derer sofort hinterher. Ah. 16-jährige Buben sind echt die schlimmste. Die laufen mit so einem Dauerständer durch die Welt. So. Wir müssen noch was Weibliches sehen und werden schon sofort geil. Mann. Schlimm sowas. So, Steiner. Schnellfeuer. Fetze mal die Python weg. Hilf mal ein bisschen, dass das wirklich kaputt geht, auf die Prinzessin abzustechen. Und du stickst den Goblin ab. So, und du machst die Python jetzt klar. Los, richtig, Vivi. Machst du fertig. Sehr schön. Ein Crit mit 28. Ja, von Schwarzmagier ist das schon nicht schlecht. So wird's gemacht. Ah, Mann. Zidane ist echt so ein pubertärer Pimmelpauler. Sowas mag ich überhaupt nicht. Ach ja. Und da geht's dann wieder in die Höhlerei. Das ist dann die Eishöhle. Da führt uns dann die Hauptquest weiter. Zack. Paar blaue Eichhörnchen gecrunched. Eigentlich tun sie mal ja echt die kleine Mu. Kieselstein. 60 Schade gemacht. Was anderes als Nislewerfer kennen die wahrscheinlich auch nicht. So, mit dem alten Knotzer kaputtgeschlagen. Und wir können weitergehen. So, sei stolz auf dich, Vivi. Du hast den Kampf beendet. Ah, AP müssen wir auf jeden Fall noch viel sammeln. Später gibt es ein paar Gegner, die geben ordentlich AP. Höhle des ewigen Eises. Ja, das klingt sehr vertrauenserweckend. Da gehen wir doch rein. So. Ich glaube, das ist auch so Eismusik, die einzige, die ich im Spiel, glaube ich, nicht mag. Weil so Eismusik in Final Fantasy sind immer so piep, 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 piep. So komische Plitschermusik. Ist das die Höhle? Ja, es sieht so aus. Könnte es sein, mein Lieber. Kommt doch ordentlich Kälte raus aus dem Kanal hier. Also, ist was, Vivi? Kennt ihr die Höhle vom ewigen Eis? Jep, schon mal gehört. Ist die das etwa? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall soll es sich in der Nähe vom verwunschenen Wald befinden. Erzähle mal über die Höhle, sind mir auch schon zur Ohren gekommen. Es soll ein wundersamer Ort sein, vollständig in Eis gehüllt. Alles, was ich weiß, sind nur Geschichten, die mir mein Großvater erzählt hat, aber die Höhle soll bis hoch über die Nebelschicht führen. Das ist ja großartig, euer Großvater ist wohl ein sehr gelehrter Mann, Meister Vivi. Wenn wir den Nebel durchstoßen hin und uns endlich wieder die Strahle von der Sonne wärmen, richten euren Großvater doch bitte bei passender Gelegenheit mein aufrichtigster Dank aus. Großvater hat mich viel gelehrt, aber leider ist er bereits gestorben. Das wusste ich nicht. Bitte verzeiht mir mal überflüssige Worte. Schon gut, macht er nichts draus. Recht hat dein Großvater gehabt, dann lass uns mal die große weite Höhle anfangen. Ja, das ist wieder so Dippelmusik. Ich weiß nicht, die Eismusik in Final Fantasies. Irgendwie reißen sie mich nie vom Hocker. Höhle des ewigen Eises.
So, dann dippeln wir uns mal hier durch mit der Dippelmusik. Was für Berücken die Idylle. Ich habe gehört, wie schön es hier sein soll, aber in Natura übertrifft der Ort selbst die ausgeschmückteste Erzählungen. Die prachtvolle Blume, wie die wohl Häse mögen. Prinzessin, nicht auffassen, die Pflanze könnte giftig sein. Ich finde die Blümchen hier auch hübsch, aber von all den Dinger finde ich es hier irre kalt. Gehen wir vielleicht einmal? Ja, machen wir doch. So, da springen wir mal hoch. Ohne Zelt ist gleich mal drin. Das ist natürlich sehr praktisch. Da hupsen wir auch hoch. So, da schnell, bevor der Hauch wieder kommt. Kann ja nicht gut tun, sowas. Und... oh, da hat es uns gleich erwischt. Irgendwas kommt wieder raus. Igitt. Was hat denn ihr für hässliche Knorzer? Hauptsache Horige nur 4 Beine, der Mastophant. Ah, das ist das, wofür der Stilskin geschrieben hat. Der war ja wohl auch hier in der Höhle des ewigen Eises. Wo er gemeint hat, sonst fressen dann die Mastophante. Und hier sei es ja so irre kalt. So. HP-Austausch. Hör auf. So fährt's machen wir nicht. Gar nicht. Hau mal drauf. Oh, einer ist umgeknickt? Nee, noch nicht. Dann klaut er mal von dem Mastophant ein bisschen was. Falls der was hat. Ja, leider können wir die ganze tolle Bestie noch nicht rufen. Heilige Magie, da... machen wir das nochmal so. Jetzt haben wir ja endlich unsere Heilerin an Bord. Potion gibt's zu klauen bei den Biester. Sehr schön. Das gibt jedem echt genug. Deswegen ist es definitiv sinnvoll, die Weißmagierin hier noch mit dabei zu haben. Okay. Wir attackieren weiter. So. Der zaubert weiter hier. Na, die Gegner sind schon ein bisschen stärker, wie ihr merkt. Gehen wir weiter auf dem Mastophant. Klappt er jetzt mal endlich bald um hier, der Knotzer? Na also, geht doch. So, von dem klauen wir auch noch ein bisschen was. Dann haben wir nochmal alle Heiler. Und du machst mal Feuer auf den Widerling. Diebstahl fehlgeschlagen. Schade. Später gibt es die schöne Ability Raub für ihn. Dann kann er immer wieder einen kleinen Angriff starten und dort dabei halt, Gegenstände zu klauen versuchen. Probieren wir es nochmal zu klauen. Falls das überstehen sollte. Sehr schön. Das war's. Dem brennende Fellkittel. Gut gemacht, Vivi. Level Up für Garnet. Und... hey, was ist denn das nur? Irgendeine Bestimmung mit der Wand nicht. Er scheint, als wäre dahinter irgendetwas. Hey, Vivi. Ja, was gibt's dann? Mensch, du kannst schon mal ein bisschen von deiner Magie auf die Wand hier loslassen. Ich komme ja schon. Okay, wackelt da hier. Und... Let's... boah. Wenn mir doch so... ich hab doch immer gewusst, dass da was dahinter ist. Vielleicht gibt's ja noch mehr von solchen Stellen. Vivi, ich verlasse mich dann wieder auf dich, in Ordnung? Oh, okay. Sehr schön. Und ein Äther hätten wir sonst verpasst. So, dann lassen wir erstmal aushauchen. So, da können wir ja auch wieder durch. Und da können wir nicht runter. Nicht? Dann müssen wir wohl so rum. Ja, müssen wir da entlang. Und dann an die Truhe. Und wegen M popliche Trankknaller. Gut. Was kommt jetzt? Igitt, widerliche Schleim. Ramen macht auf jeden Fall den Kampfpudding. Den haben wir ja als Karte. Ach. Das finde ich eigentlich ganz lustig, dass man hier die ganze Monster so als Sammelkarte hat. Ui. Ui. Nicht schlecht, Vivi. So wird's gemacht. Alter Falter. Kavalier hat er gelernt. Kampfpudding-Karte gibt's auch noch aber drauf.
Okay, Kavalier hat er gelernt. Das sieht dann... Was war dann das? Durch was hat er das gelernt? Ah, durch die Lederweste. Ja, dummerweise habe ich nichts anderes. Geld und Leben. Da haben wir noch 9 AP vor uns. Und nur noch 4 AP. Sehr schön. Dann könnte er sich auch wieder neue Dolche anlegen. So. Und... Was haben wir dann da noch? Nichts. War wieder nichts. Da hinten sieht es aber aus, als könnte man da wieder was aufschießen, ne? Oder? Ja. Hey, was ist denn das nur? Und Vivi for the win. Boah. Sehr schön. Was haben wir hier drin? Ein Elixier. Das ist äußerst praktisch. Oh, da bin ich jetzt dummerweise direkt reingerannt. Gegner-Typ kommt hierher, widerliches Vieh. Mastophant, ekelhaftes Tier. Aber Hauptsache horig und kugelig. So, Wind sucht seinen Weg. Genau, denken Sie mal drüber nach. Steiner macht immer so M-Schwert. Waget nicht, ihn zu kreuzen. Feuer-A-Klinge. Sehr schön. Und umgeschnetzelt. Sehr schön. Sehr gut. Ja, diese Magieklinge sind sehr nützlich und ich habe jetzt eigentlich schon mein absolutes Team zusammen. Das ist auch das Team, mit dem ich hauptsächlich kämpfen werde. Die anderen sind zwar auch ganz cool, aber ich finde die eigentlich als Team absolut perfekt so. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Ich habe den Schurke drin, ich habe den Krieger drin, ich habe den Schwarzmagier und ich habe die Weißmagierin mit dabei. Da ist alles, was ich brauche. Vivi? Denn es sieht aus, als wäre es eine Kalt. Die sehen aus, als wäre es eine Kalt. Herrgott, doch mal. Denn es sieht aus, als wäre kalt. Ach du Scheiße. Leider verlernt, wie man babbelt. So. Und ich muss auch sagen, die Heilzauber sind hier durchaus sehr effektiv. So, die stehen aber noch. Das ändern wir doch gleich mal. Was du brauchst, ist ein Besuch beim guten alten Dr. Fuß. Scheiße. Macht er mir End. So. Und ruffende Wetter. So wird's gemacht. Sehr schön. Ja, die Schwarzmagie ist durchaus sehr wirkungsvoll. Gift und Galle hat Steiner gelernt. Okay, warte mal. Erstmal hier noch so Sache. Gut. Gut, das sieht soweit in Ordnung wieder aus. Gift und Galle hat Steiner gelernt. Warte mal. Worüber hat er das dann gelernt? Über den Bronzefäustling. Ja, was anderes haben wir du leider auch nicht parat. Okay, Eisenhelm, es werde Licht und Level Up. Es werde Licht und Level Up. Pestizid. Noch irgendwas anderes, was ihm Pestizid beibringt? Nee. Da brauchen wir noch 12. Okay, es werde Licht. Level Up. Ja, das sind schon ein paar praktische Dinge zum Lernen dabei. Und für hier... Kraftklinge. Ja, das könnte auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Aber Bestientöter kann ich leider nicht auf eine andere Art und Weise lernen. Ein anderer Ausrüstungsgegenstand habe ich jetzt leider auch nicht für ihn parat. Noch nicht. Potion erhalten. So, jetzt warten wir, bis die fertig kaucht hin, sonst landen wir wieder im nächsten Gegnerkampf. Und... Warte mal. Da können wir doch auch was. Genau. Dann können wir noch runterschieben. Boah. Dann können wir nämlich auch da runtergehen. Zu der Truhe. Und du Hämmer? Silenquedia. Das ist die Dolchwaffe, die sie dann schon trägt. Ja. Ah, nur noch Enster hat du auch alles gelernt. Sehr schön. Okay. Ich glaube aber, hier gibt es auch noch einen schönen Endboss, wenn mich nicht alles täuscht. Phönixfeder gibt es hier. Okay. Da haben wir nix. Muss aber irgendwas noch geben. Okay. Ein Zufallskampf, den wird's hier geben. Na gut. Nimm mal hier. Anna. Du kannst erstmal heilige Magie auf uns alle machen.
Du kannst schon dem ekelhaften Beelzefatzke mal was klauen. Und Vivi, du machst mal Feuer auf aller. Rammen. Gut, dass die Feuer angegriffen haben. So, nochmal auf aller. Da gucken wir mal, was der Beelzefatzke hat. Eben habe ich den Tier geguckt. Für einen Moment kurz auf den PC geguckt und dann gesehen, ob ich ihm was geklaut habe. Sein Mist. Egal, auf jeden Fall hat sie dann jetzt ordentlich was gelernt durch den Kampf. 2 Fähigkeiten mindestens. Räuberauge und Schuss, Antidot und Vita bei Garnet. Okay, nochmal gucken. Jawohl. Was Besseres haben wir für dich, aber leider nicht parat. Was Besseres haben wir hier auch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Und Garnet hat hier schon gelernt, außer Prothese. Was anderes als so die Route haben wir leider für dich auch nicht parat. Nee. Nö. Sorry, was anderes haben wir für dich leider nicht parat, Prinzesschen. Okay. Was kommt jetzt? Oh. Wieder 2 Mastophanter. Ohne wirkliche Hals und sonst was. Blocks. Der HP-Austausch bringt hier ziemlich wenig, mein Lieber. Warte mal, wir klauen einer, beklauen einer und auf die andere mal Magie und dann gibt's was auf der Deckel. Potion. Hoffentlich überleben sie es, ne, die Viecher. Die stehen noch. Steiner, kümmere dich drum. Sehr schön, aber der steht immer noch. Mist. Und dann noch einmal. Und noch einmal. Ah, Git, das gefällt mir gar nicht. Einer ist tot. Dann kriegt der Solo ab. Das müsste es dann gewesen sein. Also nicht. Dann halt nicht. Aber Steiner hat sauber beendet. Sehr gut. Gut gemacht. Kampfpuddingkarte gibt es auch noch auf drauf. Und ohne Momento. Nein, wir brauchen deine Abilities gerade nicht. Aber sie hat doch sowas Praktisches. So. Sehr schön. Dann können wir hier wieder aufmachen. Und dies. Und Britzel. Boah. Ja, jetzt haben wir uns so einen Weg frei gemacht. Das ist natürlich sehr praktisch. Können wir nämlich da ohne hier. Muhaha. Und du Hämmer, Lederarmreife halten. Perfekt. Kann das noch irgendeiner gebrauchen gerade? Er braucht noch 2, bis er das doch gelernt hat. Aber jemand anderes? Gar nicht? Bestientöter und Eis. Nee, das ist nichts für sie. Und Vivi hat das, glaube ich, gerade, einfach nur so gelegt. Genau. Okay. Dann könnte das jetzt der Kampf sein, der sie dann die Fähigkeit beibringt, dass er den Leder haben. Dass er den Lederreif tragen kann. Ups, ich wollte nicht Auto. Nein. Was habe ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Nix Auto. So. So. Sehr gut. Ohne links war nämlich Auto gestanden. Ich will nicht, dass die Autokämpfe machen. Wenn, dann will ich selber die Befugnis haben, hier zu machen, was ich will. So, dann beklauen wir jetzt nochmal. Und das mal gucke ich ja wirklich hier. Potion geklaut. Okay. Schlafe nicht mehr. Okay, dann halt so. Dann kriegt er halt von Steiner den Finisher. Der zieht aber wenig ab. Aber Vivi hat den Finisher mit der Nahkampfattacke gemacht. Nicht schlecht. Sehr schön. Ich finde es auch schön, dass man es immer aus relativ unterschiedlichen Winkeln sieht, die Siegesbildschirm. Ja, der Stein haben wir doch noch gekriegt. Und das? Ja, der Stein. Ist das ein Accessoire? Nö. Nicht? Gucken wir da gerade mal in unsere Items noch. Ordnen. Automatisch. So, was ist dann der Jadestein? Müssen wir wohl im Kampf verwenden, das Ding. Schade, dass wir doch keinen Erklärbildschirm dabei haben. Was das kann.
Babu, bida, bim, mama, Mastophant. Ziemlich unelegant. Und Schwarzmagie, Feuer. Ekelhaftes Vieh. Und drauf. Sehr schön. So einfach kann es gehen. So wird's gemacht. Geld und Leben hat er gelernt. Dann darf sie dann jetzt endlich auch das andere A legen. Geld und Leben. Jetzt kann er Bestientöter lernen. Sehr schön. Da könnte man bessere Waffe tragen. Wie sieht's bei Steine aus? Ja, noch 11. Noch 6. Haben wir da was Besseres? Genau, da haben wir dann die. Latexhelm ist ja Müll. Kraftklinge kann er nach Anacht lernen. Kann er durch seine bessere Waffe lernen. Hier haben wir nix und hier haben wir auch nix. Okay. Wir sollten vielleicht mal eine Äther verwenden für Vivi. So. Dann kann der gute Mann nämlich auch wieder weiter zaubern. Oder der gute Junge, besser gesagt. So, da rum. Und weiter. So. Hier sieht es aber auch wiecht aus. Du rechts können wir erstmal nicht durch. Das war eben wie so ein bisschen verarscht. So. Den Mogri, den Enteis macht. Hey, was ist denn das nur? Boah. Ich verglühe. Oh, stell mir alle Bommel um den Kopf, oder weißt du? Roger, jetzt bin ich wieder frei. Danke, Chef. Bist nicht schwer in Ordnung. Und ein Active Time Event gibt es auch noch. Mogmeier, erleuchte uns. Die 2. Unterrichtsstunde. Ja, ich weiß ja nicht. Chefchen, bringst du mir wieder ein bisschen was bei? Ja, logisch, Kleiner. Also sperren wir da Lauscher hier auf. Ja. Das brauch ich nicht. Weiß ich alles. Da brauche ich kein Mogmeier. Das kriege ich alles schon so hier. Wir benutzen erstmal... Wobei. Ja, komm. Wir verwenden es. Einfach nur, dass ich wieder auf eine gerade Zahl komme. Und was wahrscheinlich das Zelt mit Bommel aber drauf. Dann gehen wir mal ins Mognet. Ich heiße gut und bringen Gummo den Brief von mir. Alles klar, Kupo? Jawohl, danke, Po. Von Mois an Gummo. Alles klar, dann speichere ich hier an der Stelle. Und würde, ach, sag ihr, liebe Leute, dass ich hier meinen Cut mache. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir weiter hier durch die Höhle des ewigen Eises gehen werden. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.